Du kannst ja nicht in ein Trainingslager gehen, du kannst ja nicht wie beim Autofahren zu einem Fahrlehrer gehen, zu einem Kinderlehrer, der dir zeigt, wie du das erziehen solltest. Und dann ist das echte Kind eine Prüfung, sondern das bekommst du und dann, dumm gesagt, musst du gucken, was man damit macht. Insko hat ein Kind bekommen, ne? Und ich glaube, in diesem Vlog geht's darum. Crazy, Digga. Es ist krass, wie das in meinem Garten, aber das in meinem Garten ist Gras. Macht keinen Sinn, wir gehen rein. Ich denke, er wäre selber, du hast Wild, Alter. Wir werden gleich noch ein paar Blaubeeren suchen, drüben im Garten. Schaut jetzt bei Peter auf dem Spiel vorbei, ist gerade neue FLOG online gegangen. Geisteskranker Banger geworden mit der Dankeschön. Meine Fresse, du bist aber auch gerade aktiv. Hör mal auf, so viele Infos rauszuholen. Meine Fresse, mit einer unter der aktivsten YouTuber im deutschen Segment. Aber Moment, ich zeig euch mal ganz kurz das Office. Hier arbeiten meine Leute. Belinda, ich kann nachher gucken, ob ich irgendwas von den Aufnahmen finde. Ich kann nachher gucken, aber ich weiß nicht, ob ich das noch habe irgendwo. Fürs Team. Und jetzt drehen wir einen Podcast mit Tim. Ja, ansonsten, was können wir sonst für Office zeigen? Was kann ich für Sie tun? Herr Homm, wie mache ich richtig Business? Da steht Familie Homm drauf. Hey, Digga, wenn das jetzt Florian Homm sein Buch ist, ich muss mir schon kaufen, weil ich bin ja jetzt auch im Investment-Game tätig. Ne? Florian Homm ist so eine Legende, Digga. Da werde ich sehr, sehr sauer und sehr, sehr böse, Digga. Florian Homm sitzt immer mit einer Zigarre so, sitzt da so da und macht... Ich war Millionär, ich war Multimillionär. Ey, Digga, es ist halt wirklich sein Buch. Digga, wie random ist das denn? Da ist sogar eine Zigarre drin. Digga, nee, da ist wirklich eine Zigarre drin. Und der Bre lagert sein ganzes Geld, das er illegal verdient hat, man weiß es nicht genau, in der Schweiz, Digga. Moin. Und da werde ich sehr, sehr leer. Florian, mein allerjüngster. Du bist herzlich eingeladen, Florian. Lass uns bitte darüber sprechen, wie wir mit dem 80er Hebel hier Amazon Short. Ich bin ja sehr, sehr bereit dafür, mein komplettes Erspartes auf eine Short-Position mit dem Liquidierungspreis in extremster Nähe des Einsatzpreises zu setzen und instant liquidiert zu werden. Denke und investiere wie ein Milliardär. What the fuck? Ich wurde heute Morgen um 8 Uhr, klingelt meine Mutter an meiner Tür. Ich denke so, Digga, es kann nicht Post sein, ich habe nichts bestellt. Ich habe schon gedacht, es ist Polizei, weil ich so eine Rechnung nicht bezahlt habe, wegen Steuerhinterziehung. Aber ist nicht so wichtig. War meine Mutter nur, kommt rein, sagt, du musst nach Berlin. Ich habe hier einen Business-Termin. Wir kriegen den neuen Mitarbeiter. Aber erst in 18 Jahren. Jetzt, wo ich wieder im Fitness bin, oh mein Gott, ich hab's jetzt gecheckt. Der Mitarbeiter ist das Kind. Ernährung. Ja, aber ich find's so krass, ne? Mal auf Real Talk Basis Chat, wie chillig Insko mit dem Ganzen umgehen kann. Ich weiß nicht, ob ich das könnte gerade. Wenn das Kind nicht gewollt ist, man vielleicht noch so ein bisschen in der Karriere reingrinden will, finde ich schon sehr, sehr crazy. Aber wenn es finanziell tragbar ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so eine große Sorge, I guess. Sascha, guck mal. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Und ich wollte mich schon die ganze Zeit mal was sagen. Es ist nur ein Glas. Jetzt geht's los. Feline. Warum sitze ich eigentlich hier und die ganze Zeit... An alle Sascha, seine Streamer-Zuschauer, jetzt seht Habe ich vorher Stumpen gesagt, nicht Zigarre? Habe ich vorher Stumpen gesagt? Sagt man Stumpen nur in der Schweiz? Ist es kein deutsches Wort? ihr Sascha Hellinger, der im Stream immer im Screen sitzt und sagt, oh Leute, das saufen. Und jetzt da selber dabei. Nee, weißt du, bei ihm im Stream ist es ja auch immer so, die Leute machen sich Sorgen um mich, die Leute machen sich Sorgen um ihn. Also Leute, ihr seht, wer da gerade mit dem Wodka Soda in der Ecke sitzt und wartet, bis die Cam aus ist. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wenn ihr trinkt, dann setzt euch eine Grenze. Aber heute kann ich euch sagen, jetzt geht's los. Und im Hintergrund von einfach nochmal 5 Espresso Martini. Was machst du am 8.5.? Ich campe im Ola Shop. Und wie lange? Die ganze Nacht. Kaufst du dann Waren im Wert von wie viel Euro? 2 Millionen. Sehr gut, Meth, so will ich dich hören. Mitarbeiter des Monats, gut. Meth, seit wann filmst du? Weiß ich auch gerade. Ey, sorry, ich kann gerade noch nicht so viel dazu sagen. Ich bin gespannt, was er nachher zum Kind sagt. Kannst du Gehaltserhöhung. Herzlich willkommen beim Abendessen. Wir sind heute mal wieder in einer kleinen Versammlungsrunde hier. Und ja? Das ist ein guter Take. So, meine besten News, das war mal wieder der Qualitätscontent schlechthin. Ich konnte jetzt in Berlin leider nicht so viel vloggen. Da gab es ein paar andere Themen, um die ich mich kümmern musste. Da gab's ein Kind. Kommt jetzt auch noch gleich kurz ein... Imagine, du gehst nach Berlin und sagst, ah ja, ich muss morgen nach Berlin, weil ich bekomme ein Kind, Digga. Aber übermorgen bin ich wieder zu Hause, dann können wir wieder reingrinden. Ein Talk von mir. Ich wollte noch ganz kurz sagen, heute Abend 19 Uhr, also wahrscheinlich während das Video gerade schaut, gibt es noch einen großen Sale von Ola Kala. Wir ziehen mit unserem Lager um. Gibt also nochmal von allen möglichen Kollektionen ein paar Teile. Schaut gerne vorbei. Kuss geht raus, Leute.
Viel Spaß beim Real Talk. Meine allerbesten Jutsten. Okay, Pause Jump. Meine besten allerjutsten. Es ist soweit. Ich glaube, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es ist nach meinem Ankündigungsvideo jetzt soweit. Ich bin Vater geworden. Es ist natürlich... Ey, man kann es nicht ernst nehmen, Chat. Man kann es bei Inscope einfach nicht ernst nehmen. Es ist so crazy. Eine sehr, sehr neue Situation für mich, aber ich freue mich auf jeden Fall. Im Juni bin ich seit 12 Jahren YouTuber und ich sehe immer wieder Kommentare, wo Leute schreiben, ich verfolge dich jetzt seit 8 Jahren, seit 10 Jahren, seit 7 Jahren und wie ich... Aber ja, es ist wirklich nice, das noch mitzuerleben. Hätte mir jemand gesagt, dass Inscope mal fucking Vater wird und wir das alles so noch miterleben, Digga, ist eigentlich schon crazy. Bei den Leuten einfach in der Entwicklung mitgegangen bin so und ich muss sagen, das macht mich krass stolz und es ist auch teilweise ein bisschen Verrücktes zu lesen, dass manche Leute wirklich schon so lange so am Start sind. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin im Übrigen auch sehr, sehr dankbar dafür, dass viele Leute gerade unter dem Talk von Tim auch geschrieben haben und sich so ein bisschen dafür eingesetzt haben, wie man sich, sage ich mal, um so ein Kind kümmern sollte, worauf ich achten sollte, alles drum und dran. Und es freut mich auch zu sehen, dass so eine Verantwortung von den Leuten, von euch da draußen auf jeden Fall vorhanden ist. Ich möchte euch nichtsdestotrotz um eine Sache bitten. Ich bin in einer sehr, sehr neuen Situation, in die ich selber natürlich noch reinwachsen muss und wo ich selber natürlich auch noch viel lernen muss. Ich muss mich aktuell einfach darauf konzentrieren, dass ich alle Sachen, die in meinem Leben gerade stattfinden, bestmöglichst damit umgehe und bestmöglichst vereine. Was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, es gibt viele Leute, die meinen, ihre Tipps und Tricks extrem aufdrängen zu wollen oder immer alles besser wissen zu können, weil sie gerade ein Video gesehen haben, wo sie das und das gesehen haben. Bitte euch das Thema mit Respekt zu behandeln und auch meine Situation mit Respekt zu behandeln. Meine Intention ist es immer... Ist krass, Digga. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt recht gut, dass man eigentlich nie ready ist, Vater zu sein. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass man das ist, wenn man 26 ist. Ich glaube nicht, das ist man nicht mit 36. Klar, bei Inscope ist es halt nicht gewollt. Das heißt, es kommt so ein bisschen auf Krampf dazwischen. Aber grundsätzlich glaube ich, so Vater oder Mutter oder Eltern werden ist schon etwas, wo man, wie er sowieso sagt, reinwachsen muss. Und wenn man halt eine öffentliche Person ist, dann schauen die Leute mehr so, wie macht's der? Oder macht's der richtig? Und wenn man halt keine öffentliche Person ist, dann hat man nicht so viele Leute, die zu dir gucken und kontrollieren wollen, macht er es richtig, macht er alles gut mit dem Kind. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich glaube grundsätzlich nicht, dass man ready ist für ein Kind, weil ich jetzt in meinem Leben schon zwei Kollegen haben, geiler Satz, weil ich 2 Kollegen habe, die auch ein Kind bekommen haben, die sind 27 und wenn du die kennst, dann denkst du dir, Bro, die würden nie im Leben ein Kind bekommen. Aber die bekommen einfach ein Kind, gewollt so aber ich glaube so als Kind hat man dann immer das Gefühl, meine Eltern, die waren so ready, als sie mich bekommen haben. Aber ich glaube auch nicht, dass meine Eltern oder eure Eltern ready waren im Zeitpunkt, wo es gekommen ist, weil du kannst ja nicht in Trainingslager gehen, du kannst ja nicht wie beim Autofahren zu einem Fahrlehrer gehen, zu einem Kinderlehrer, der dir zeigt, wie du das erziehen solltest und dann ist das echte Kind eine Prüfung, sondern das bekommst du und dann, dumm gesagt, musst du gucken, was man damit macht. Für alle das Bestmöglichste rauszuholen. Da stelle ich auch mal gerne meine eigenen Interessen hinten an. Es ist jetzt eine neue Verantwortung. Ja, plötzlich sind gute Freunde Väter von 2 Kindern und man kann es sich wie nicht vorstellen, wie der Ernst zu den Kindern sein kann. Ja, ist wirklich so genau das und die Leute, die Eltern werden, die sind ja auch noch genau gleich. Man stellt sich das, glaube ich, viel krasser vor, die Veränderung, wenn man ein Kind bekommt, dass Leute dann vielleicht nicht mehr feiern gehen oder klar, über die lange Zeit verändert man sich. Aber im Moment, wo du das Kind bekommst, ein Jahr später, bist du ja eigentlich noch die gleiche Person. Einfach, du hast ja kein Auto gekauft, du hast ein Kind. Und das ist cool. Und das ist nice. Verantwortung für mich und die nehme ich auf jeden Fall ernst. Ja, das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz gesagt haben. Ich hoffe, ihr habt den FLOG genossen. Naja, es gibt ja Kurse. Ja, wahrscheinlich schon, aber man liest wahrscheinlich Artikel, man geht ins Internet, vielleicht geht man eine Woche in den Kurs, aber du kannst dich auf ein Kind nicht so vorbereiten wie auf eine Autoprüfung, Digga. Ich wünsche euch alles Beste da draußen. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die ganzen Glückwünsche, die ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe. Kuss geht raus, meine allerjudsten. Ich wünsche euch was und wir sehen uns nicht beim nächsten Video. Digga. Florian Homm hat kommentiert. Sehr gut. An der Lache müssen wir noch ein bisschen üben. Vielen herzlichen Dank und alles Gute, Buddy. Das hat 100% nicht Florian Homm kommentiert. Aber so krass, Digga. In was für einer Welt leben wir. Aber es ist so geil. My